Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. So, schwieriges Thema. Wir sind jetzt bei diesem Schlangenschnecken-Segment. Ich hoffe, dass wir das relativ schnell hinter uns kriegen. Ja, dann kommen noch die Schlümpfe danach. Dann gehen wir, glaube ich, wieder, ganz ehrlich, das Ganze mit dem Blog ist mir fast ein wenig zuwider, aber ich habe gesagt, wir machen das, dann ziehe ich es jetzt auch durch. Und wir waren da jetzt gerade dabei, die Lady hat jetzt nochmal nach der Schlangenschnecke gefragt. Und da sind wir jetzt mal gespannt, was sich der liebe Rainer zu dem Thema jetzt nochmal hinten rausziehen wird. Dementsprechend hockt euch her, sagen wir mehrer. Reißt euch eine Halbe auf und mir ging einer. In Rainer. Nicht nur, sie hat auch den Vorteil, sie braucht es auch, um sich selbst fortzupflanzen, ne? Genau, da ist der Punkt. Ja, es geht jetzt praktisch darum, ob jetzt die Schlangenschnecke praktisch einzig und allein praktisch ein lebendes Snoo-Snoo-Spielzeug ist und angeblich braucht sie das auch, um sich selbst fortzupflanzen, was weird ist. Aber was da dran ist nicht weird. So, ich frage mich, wie ist denn das dann im Universum? Weil wenn ich mir die Schlangenschnecke so ansehe, dann läuft die doch eher öfters auf Gefahr, eher nur dafür benutzt zu werden, als zum Beispiel Spielzeug zu fungieren, als dass sie sich fortpflanzt, weil ich weiß nicht, also in meinen Augen schaut die Schlangenschnecke nicht so liebevoll für mich aus, dass ich mit ihr Kinder machen könnte. Oder wie funktioniert das denn? Oder ist es einfach den Leuten alles so egal, wenn man sich nimmt, wie man halt ist? Ich weiß nicht, wie wird das geregelt? Also grundlegend ist es ja so, dass sowieso nur die Kinder bekommen, die ja auch letzten Endes welche wollen. So, und da letzten Endes, Ladies and Gentlemen, letzten Endes. Es ist nur in seinem Universum ist praktisch Verhütung kein Thema nicht, weil du nur dann schwanger wirst, wenn du tatsächlich auch Bock drauf hast. Das wäre eine praktische Ergänzung tatsächlich fürs richtige Leben. Das wird ganz, ganz, ganz vielen Leuten sicherlich weiterhelfen. Weil es ja im echten Leben ein schwieriges Thema ist, aber das ist natürlich nicht der Grund, warum Rainer das jetzt da rein fantasiert. Im Universum, das sowieso anders läuft, was die ganze Gesinnung und so weiter angeht, ist es nicht so, dass sich jemand nur anhand des Aussehens entscheidet, Kinder zu bekommen oder eben nicht zu bekommen. Na, also du sagst, du findest, dass die Schlangenschnecke nicht so liebevoll aussieht, dass man mit ihr Kinder machen möchte oder für sie. Nee, das sieht aus wirklich wie ein gruseliges Monster aus den tiefsten Abgründen von Albträumen von Leuten, die wirklich massive Probleme im Oberstübchen haben. Also ganz ehrlich, das ist ein albtraumhaftes Gebilde, diese Schlangenschnecke. Kinder machen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Zumindest in meinem aktuellen sterblichen Leben nicht, nee. Ja, aber in meinem Universum läuft es ja sowieso anders. Das ist ja das Nächste, weißt du? In meinem Universum läuft es ja so, dass die sich ja nicht daran antun, was man halt in, sag ich mal, lebendem Zustand oder so halt hat, sondern es geht ja vor allem darum, halt einfach miteinander da zu sein oder füreinander da zu sein. Ja, aber Leute, mir wird das gerade ein wenig zu dumm. Ne, mit dieser, ich gehe jetzt da mal im Schnelldurchlauf durch und schaue, ob da irgendwo Met drin ist, weil ganz ehrlich, ich habe über die Schlangenschnecke jetzt genügend gehört und gesagt, und ich habe auf das Ding echt keinen Bock mehr. Und dass er sich jetzt da wieder zusammenstottert, ist, glaube ich, weniger relevant. Ne? Ich gehe es jetzt auf doppelter Geschwindigkeit durch und ich steige dann wieder ein, wenn was Interessantes kommt. So, wir sind deutlich weiter. Wie gesagt, in dem ganzen Schlangenschnecken-Ding war tatsächlich einfach nichts mehr drin. War gar nichts mehr, wo auch nur im Ansatz ein bisschen Fleisch dran ist. Er hat sich wie immer die Sachen on the fly aus dem Arschgebirge gezogen. Es ist jede Menge und dann jedes Mal auch wieder dieses
diese klassische Ablenkungsmethode und dann tut er wieder so, als wäre gerade was ganz, ganz, ganz Schlimmes und Wichtiges in dem Game, das er spielt, worauf er sich konzentrieren muss, weswegen er dann wieder den Faden verloren hat und so weiter und so fort. Also wirklich, da kam jetzt ewig gar kein Bullshit. Und ne, dann kam jetzt die Schlumpfsache, da hat er kurz zugegeben, dass er das einfach rausgenommen hat, weil er, ich zitiere, keine Lust auf die Belästigung hatte, die das rechtlich zur Folge hat. Also praktisch, wenn er als Copyright, er, der große Copyright-Lord, der jahrelang immer gesagt, die Hater, die benutzen meine Videos widerrechtlich und eigentlich müsste das ganze Geld dafür bekommen und ich bin der Urheber und bla 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 bla, die stehlen meine Werke und er empfindet das als Belästigung, wenn er Schlümpfe in sein Universum packt auf seinen Blog und versucht darüber Geld zu verdienen, ne? Vor allem in dem Kontext mit der ganzen PDF-File-Nummer, die er da schiebt, empfindet er das als Belästigung, dass dann die Leute gesagt haben, ey, Moment mal, hier, Rainer, google mal wegen Copyright, ne? Klassiker. Ne? Also es hat sich halt auch wirklich gar nichts geändert. Es ist immer noch der OG Rainer. Regeln gelten immer nur für die anderen und niemals für ihn selbst. Und wenn er kann Copyright-Content klauen, so viel wie er will, aber wenn andere Leute sich auf ihr Zitatrecht berufen, wenn sie auf seine Scheiße reagieren, dann ist es Diebstahl seines intellektuellen Eigentums. Kannst du alles aber wirklich nur noch schwer ausdenken. Oh Mann. Ich muss kurz Katzen machen gerade wieder. Das ist erstaunlich. Ich setze mich hier. Die können überall pennen im ganzen Haus. Verteilt pennen die. Ich setze mich hier hin, drücke auf Aufnahme, beginnen und los geht's. Ne? Dann auf einmal bedarf man der Aufmerksamkeit. Eine Sekunde. So, aber jetzt sind wir an dem Punkt angekommen. Die andere Lady ist wiedergekommen. Die war anscheinend bloß eine Dreiviertelstunde unterwegs bis zu sich nach Hause. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie, ne? Die hat ihm halt irgendwas erzählt, um zu rechtfertigen, dass sie jetzt gerade eine Dreiviertelstunde weg ist. Aber egal. Und jetzt geht's auf das Alter der beiden Protagonistinnen dieses ganzen Schmiertheaters. Und da dachte ich mir, könnte interessant sein. Vielleicht irre ich mich, aber ne, wir sind immer noch im Schlümpfe-Sektor. Aber danach kommen Ex-Partner aus Denken und dergleichen. Und ich glaube, das ist interessanter als der ganze Schnecken-Bullshit von vorher. Ey, ihr seid beide noch, glaube ich, recht jung, ne? Was heißt denn für dich recht jung? Recht jung heißt so um die 20. Sind sie recht jung, Rainer, oder sind sie recht eng? Das ist ja so ein Ding, das bei dir immer, da verschwimmen die Grenzen ja bei dir bekanntlichermaßen, Rainer, immer. Ne? Ja, Anfang 20 halt. Ich gehe auf die 30 zu. Ich bin schon 28. Boah, du Arme, 28, ja, wow. Ich habe Mitleid, es tut mir ja echt leid für dich. Ich habe noch 2 Jahre, bis mein MHD abläuft, ja? Ich habe noch 2. Oha. Ist das jetzt ein Diss gegen Rainer? Nein, das hat mal irgend so ein komischer Typ auf YouTube gesagt. Der hat gemeint, so Frauen ab 30, da ist das MHD abgelaufen und mit denen sollte man nichts mehr machen. So, ganz so, so ein Alpha-Mail-Typ, so war das. Das ist entweder ein Alpha-Mail. Nee, Leonardo DiCaprio kann es nicht gewesen sein. Ne? Bei dem ist die magische Grenze 25. Ja, wenn sie das erreicht hat, dann holt er sich die nächste. Aber ja, ist halt gleich wieder ein schwieriges Thema. Und kann kein Diss gegen Rainer sein. Ne? Der hat nie ein Mindesthaltbarkeitsdatum gehabt. Der ist praktisch schon vergammelt auf die Welt gekommen. Überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn ich mich zum Beispiel in Frauen verliebt habe in der Vergangenheit, waren das immer ältere Frauen. Mhm. Bei mir ist es genauso männlich und weiblich. Spielt mir gar keine Rolle. Am liebsten immer 30, 40 Ü+. Ja. Der Typ heißt auch die Stimme der rationalen Vernunft und der hat halt nur so einen Content gebracht, der ganz wild. Manche Menschen. Ja, Rainer, immer nur Ü30, Ü40 und höher?
Really? Really, Rainer? Sollen wir mal nochmal nachprüfen? Wie alt war denn Erdbärchen, ne, vor 10 Jahren, als du ihr diesen Antrag gemacht hast? War die da schon Ü40? So hat's aber nicht ausgeschaut. Ich glaube, dass die Anfang 20 war. Die eine, mit der du dich, über die du dich mit Demon gestritten hast damals, wo du gesagt hast, der wildert in deinem Revier, die war 19. Hier die Mary letztes Jahr, die war, glaube ich, auch sowas. 19 oder 20. Und das Indigo-Bärchen war auch noch keine 30. Das Polska-Bärchen war auch in den frühen 20ern. Also ist komisch. Ist ganz komisch. Du erzählst mir jetzt hier, wenn du Interesse hast an Frauen, sind die immer Ü30 oder meistens noch Ü40 oder noch mehr. Aber die einzige Ü30erin, die ich in den letzten 10 Jahren spontan benennen könnte, da sind es 2. Mona war Ü30 und Bianca war, glaube ich, auch Ü30. Das kann aber auch sein, dass die sich einfach schon so dermaßen zusammengesoffen hat, die war schwer einzuordnen. Wer war denn sonst Ü30? Jetzt mal auf die Sprünge. Benetic war nur nicht 30, oder? Benetic war in ihren 20ern noch. Ah ja, und Ding. Wie heißt die komplett schwindelige Esoterik-TikTok-Tussi? Oh, fuck, wo er behauptet hat, die hätte er gebimst in Berlin im Hotel. Ich habe ihren Namen vergessen. Helft's mir auf die Sprünge, schreibt es mal unten rein. Die sein Torsammer dann verkauft hat. Ihr wisst, wen ich meine. Ne? Die Namen von Rainers Bärchenparade, die können einem schon mal entfallen. Aber der Rest war alles entweder gerade 20 oder drunter. Und wie alt das Kind von der Nachbarin war, das wissen wir ja auch. Die sind einfach nicht ganz richtig in der Schädeldecke. Der auf jeden Fall nicht. Der hat einmal erzählt, dass er mit einer Borderlinerin zusammen war und wie schlimm und alles pipapo. Und seitdem, ja, macht er diesen Content. Also das Mädel scheint ihn richtig gebrochen zu haben. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Borderliner sind wirklich halt auch einfach, die verletzen nicht nur sich selbst, ne? Die hinterlassen auch eine Schneise der Verwüstung bei allen Menschen, mit denen sie eine nähere Beziehung eingehen. Das ist eine ganz schwierige Nummer mit dem Borderline. Und das ist scheiße für alle Beteiligten, ne? Für die Person, die Borderline hat und für die Person aus ihrem direkten Umfeld. Ja, das ist gut. Ich war mit einer Borderline leider dann auch schon zusammen. Ja, klar, Rainer, warst du mit der Borderlinerin zusammen, obwohl ich kann's vielleicht Mona, weiß ich nicht, aber es ist wieder das ist hier, ihr habt einen Gumbel ausdenken. Nummer. Ne? Irgendjemand sagt Borderline, Rainer kennt sie aus. Ja, war auch schon mit einer beieinander. Ja, okay, gut, dass ich richtig im Kopf bin, kann man wirklich nicht sagen. Ja. Nö, das kann man definitiv, das sagst du dazu, aber da stimme ich dazu. Ne? Also, nach dieser 1 Stunde 44, die jetzt schon drin bin in diesem Leak, kann ich es definitiv unterschreiben. Also spätestens dann, wenn ich es nicht schon aus den Jahren davor gewusst hätte, die mich mit deinem hanebüchenden Bullshit im Internet beschäftigt habe. Aber ich glaube, die meisten Leute sind nicht ganz richtig im Kopf, oder? Manche können es nur besser verstecken. Doch halt immer, es gibt eigentlich kein richtig und falsch. Ja, keine Ahnung. Doch, gibt's schon. Gibt's schon. Ne, also, ich glaube, das, was man sonst so eher als verschroben vielleicht bezeichnen würde, das ist halt in Ordnung. Also, ich bin auch ein Freak. Ne? Also, ich habe mich auch Zeit meines Lebens irgendwie für Sachen interessiert, wo alle anderen gesagt haben, du bist schon eigentlich dumm. Ne? Weil es ist ja offensichtlich auch so, keine Ahnung, wenn eins der liebsten Hobbys ist, sich ins dunkle Kämmerlein zu setzen und Stunden über Stunden irgendwelche Serien und Filme und dergleichen zu schauen und die Charaktere daraus irgendwie zu analysieren, dann ist man natürlich auch nicht ganz richtig im Kopf. Ne?
Und wenn man wenn man in meinem Alter, wie gesagt, ne, ich bin in den 80ern geboren, wenn man in meinem Alter auch so viel daddelt, wie ich mache, das ist auch nicht normal. Und ja, jeder kann auch ein bisschen Panne sein. Aber das ist halt so, würde ich jetzt, also so wie es Leute mir zugetragen haben, so liebenswürdig verrückt, vielleicht nur ein bisschen Kindskopf geblieben. Aber das steht ja in einem ganz anderen Buch, Rainer. Das steht ja in einem ganz anderen Buch zu den Sachen, um die es bei dir jetzt geht. Das ist, sagen wir mal, unsere Gesellschaft hat das schon ganz gut hinbekommen, da eine Grenze zu ziehen. Und da sagt man dann meistens, ab da ist strafrechtlich relevant. Ne? Also wenn es nicht strafrechtlich relevant ist, darfst du gerne ein bisschen verschroben, ein bisschen crazy sein oder ne, ein bisschen Panne, ein bisschen Freak. Und in dem Moment, in dem es strafrechtlich relevant wird, dann ist halt eine Grenze erreicht. Ne? Und bei dir ist das mit dieser Grenze, ne? Wenn du die Grenze so gut kennen würdest, wie du die Grenze von deinem Grundstück gekannt hast, angeblich damals, da hätten wir zwei deutlich weniger ein Problem miteinander. Ja, Halt immer nur anders. Alles darüber hinaus ist Bullshit. auf jeden Fall, ja. Nee, ich fand nämlich deine Geschichte, die du da erwähnt hattest, wo es auch den Altersunterschied gab, ich weiß nicht, das war die eine Kurzgeschichte, oder? Das fand ich eigentlich ganz spannend, weil irgendwie betrifft mich das gerade so ein bisschen, weil, sagen wir es mal so, eine, in die ich eine lange Zeit verliebt war, das ist auch nichts Großes geworden und so, also das ist auch durch eine Geschichte und so, aber die war halt wirklich ein Stückchen älter als ich und die hatte jetzt vor kurzem. Ich merke natürlich, was jetzt hier passiert. Hier werden solche Storys reingestreut. Ja, sie liebt Frauen und erzählt jetzt da irgendwie Storys. Man will dann natürlich Rainer dazu bringen, weil man weiß, wie er tickt. Ne? Man kann den ja super easy steuern. Die wollen ihn jetzt dazu bringen, sich noch eine hanebüchenere Snoo-Snoo-Geschichte oder Beziehungsgeschichte auszudenken und die zum Besten zu geben. Und ich würde mal sagen, höchstwahrscheinlich stimmt das. Also das haut hin, ne? Wenn ich hier Ex-Partner aus Denken mit hohem Alter höre, die sagt jetzt hier, oh, ich habe mich in eine Frau verliebt, da wäre das schon hellhörig und die war viel älter und dann fängt's Rendern im Ogerstübchen an. Und los geht's. Ratter, 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 ratter. Und hier erzählt er dann, hier in dem Bereich, erzählt er dann jetzt die Lügengeschichte von seiner Freundin aus Denk. Einen Schlaganfall und da hat mich das irgendwie nochmal alles so ein bisschen zurückgeholt. Ich habe nochmal groß drüber nachgedacht, okay, wie ist das denn, wenn man in so einer Beziehung ist, wo wirklich die Person, die du da liebst, viel älter ist als du und die dann eher stirbt als du oder so? Ich habe den Fall schon hinter mir tatsächlich. Ja, genau. Tatsächlich sogar, Edzettler. Alter, halt dein Maul. Alter, halt dein Maul. Und du dachtest so, wie alt war die? Ich meine, in der Zwischenzeit kommt es auch immer häufiger mal vor, dass junge Leute einen Schlaganfall kriegen, die man normalerweise dafür nicht so auf dem Schirm hatte. Stellenweise schon in den 20ern, frühen 30ern oft mal Leute irgendwie, woran das liegt, keine Ahnung. Da können wir jetzt unsere Aluhüte aufsetzen. Aber sie sagt, ich war mit einer sehr viel älteren Frau zusammen und die hat einen Schlaganfall gekriegt. Und dann Rainer, ja. Tritt zur Seite, junge Maid. Der alte Silberrücken kommt und erzählt dir jetzt einmal was von früher. Nach dem Krieg, wir haben ja nichts gehabt. Und alle hatten wir Schlaganfälle. Oh, das ist krass. Ich habe mich mit 19, eigentlich war es mit 17, aber sagt das niemand. Ich habe mich mit 19 in jemanden, oh, ich habe eine Kunde bekommen. Ich habe mich mit 19 in jemanden verliebt, mit dem ich dann mich auch öfter getroffen habe, also mit einem Mann. Sexuell viel Kontakt und so. Und wir hatten lange Zeit eigentlich echt viel Spaß miteinander und so. Aber Entschuldigung. Also mit 17, das wäre so 2006 gewesen? Oder? Ja?
müsste 2005, 2006 oder sowas gewesen sein, da ist der Rainer, der 17-jährige Rainer, hat einen alten Mann kennengelernt, mit dem er eine Beziehung hatte. Und gerade wild haben sie es trieben. In Altschauer. Keine Ahnung. Ne? Das mag's glauben, wer will, aber. Das ging halt irgendwann aufgrund vom Alter auch einfach auseinander. Also er war damals, als wir uns kennengelernt haben, 58. Und Okay. genau, und haben uns damals dann halt für, ich weiß, wie lange war das? Wie lange ging das mit uns? Überlegen wir. Vielleicht 3 Jahre oder so? Vielleicht 3 Jahre oder so. Rainer, hätte ich eine wirklich sehr intime, intensive Beziehung mit einem fast 60-Jährigen gehabt, als ich 16, 17 war. Ich glaube, ich würde mich daran erinnern, wie lange das dauert hat. Ich würde jetzt da nicht irgendwie anfangen rumzustottern und mir sagen, ja, vielleicht 3 Jahre, vor allem noch 3 Jahre. Dann wären wir schon in dem Bereich, in dem wir praktisch schon Einblick in sein Leben hatten. Wir haben uns danach auch immer wieder mal getroffen, aber der Beziehungsstand in dem Sinne war nicht mehr gegeben. Der ist dann 7 Jahre später, ich glaube es waren 7 Jahre später, ist er dann gestorben gewesen. War krank dann, genau. Das ist Und krass. ja, das war auch krass. Das ist halt krass. Ja, das ist richtig krass. Ist krass gelogen einfach. Das ist. Ja. Lily Train ist schon wieder eingefahren. Im Hauptbahnhof Bullshit Town. Dass er sich. Also, dieses chronische Lügen, dass er dann nicht einfach mal sagen kann, oh ja krass, wie war denn das bei dir? Erzähl mal, interessiert mich. Ne? Nein, er hat alles auch selber schon erlebt und immer noch schlimmer und die Person ist jetzt schon tot. Ne? Und er Wie ist dann, ging's dir damit? naja, also zu dem Zeitpunkt waren wir ja schon lange Zeit eigentlich nicht mehr so aktiv miteinander zugange. Es war halt im Prinzip, war es halt einfach jemand, der gestorben ist, den ich halt kannte, also ein guter Freund halt und so. Und an sich körperlich war ja auch zwischen uns schon lange nichts mehr in die Richtung wie vorher. Und doch war das eigentlich schon, finde ich, sehr, sehr interessant, was da alles abgegangen ist. Also allgemein ist so, Hä? Also, du findest es interessant? Was jetzt davon? Dass der fast 60-Jährige sich an einen 17-Jährigen rangemacht hat? Oder dass er jetzt tot ist? Oder dass er krank war dazwischen? charakterlich und menschlich und so. Aber du wolltest ja wissen, wie das emotional war in dem Zusammenhang, ne? Ja. Ja, letzten Endes, Letzten Endes, Rainer, war es halt emotional nicht so wild, weil es erfunden ist. für mich war das halt ein Prinzip, aber ich sehe den Tod ja sowieso aus einem anderen Blickwinkel als viele andere. Für mich war Ja, den würde ich an deiner Stelle auch aus einem anderen Blickwinkel sehen als viele andere, weil er bei dir deutlich näher ist als bei vielen anderen, Rainer. Rainer, morbid adipöse Leute werden nicht alt, deswegen heißt das morbid adipös. Ne? Kannst ja mal nachgoogeln. Ne? Da ich annehme, dass du auf der Dulli-Schule kein Latein hattest. das halt so ein ganz normaler Freund, Partner, Mensch, den ich halt kannte, der halt mit der Zeit gestorben ist, weil er halt einfach älter wurde. Ich kannte aber in meinem Leben mehrere Menschen, die so waren. Also ich habe einige Menschen kennengelernt, die ich habe einige Menschen kennengelernt, die im Laufe meines Lebens gerade auch Gestorben sind. Sag bitte nicht, dass. Ne, da der Tod ja leider Gottes unausweichlich ist für jeden Menschen auf diesem Planeten, kennen auch die meisten Leute schon Leute, die halt irgendwann gestorben sind. So. sexuelle Partner und so, Achso. die dann irgendwann verstorben sind. Weil ich halt eben, wie gesagt, speziell eben auch auf ältere Männer und Frauen stehe. Da liegt es wohl auch ein bisschen in der Natur der Sache, dass du dich quasi da so ein bisschen mehr an die, dass du da ein bisschen mehr Menschen in deinem Leben verlierst, sage ich jetzt mal. Ja, auf jeden Fall. Das war immer so eine Sache, die ich immer bedacht habe, weil wie gesagt, ich habe mich eine ganz lange Zeit wirklich nur in ältere Leute verliebt. So, ich war dann froh, dass mal einer dazwischen war, der wirklich in meinem Alter war, aber das hängt immer so ein bisschen nach. Da denke ich immer ein bisschen drüber nach, so im Generellen. Trotzdem würde ich auch tatsächlich nie das Ganze missen, muss ich sagen.
Ich bin gerne mit denen zusammen gewesen. Auch mit ihm war das halt eine richtig coole Zeit und so. Und ich denke da auch oft einmal drüber nach. Und das war halt schon ein ganz besonderer Mensch auch so, ne? Charakterlich, menschlich, emotional. Der hatte halt eben die Situation, der stand halt auch auf Jüngere. Das war halt logischerweise für uns auch eine der Sachen. Das war ein ganz besonderer Mensch, aber so richtig gejuckt, wo er gestorben ist, hat's ihn dann doch nicht. Also das ist jetzt seine Aussage, ja? Und als wir uns kennengelernt haben, war ich halt noch sehr jung und auch sehr unerfahren zum Teil. Und als ich dann älter wurde, war das mit uns zwar eben noch freundschaftlich und alles und hat auch noch super. Rainer, war das eigentlich vor oder nach dem Rollstuhlfahrer? Oder war der im Rollstuhl? Vielleicht war er schon gesundheitlich angeschlagen. Aber nee, der Rollstuhlfahrer damals war angeblich in seinem Alter, gell? Ah. Funktioniert, ist aber letzten Endes eben nicht mehr auf diesem Stil oder diesem Niveau gewesen, wie es halt zuvor war, weil er halt einfach auch eben speziell, weil er eben auf Jüngere stand, das dann halt auch ein bisschen mehr mit Distanz wieder gesehen hat. Das gehört halt irgendwo dann dazu auch wieder, weil wenn du jetzt einen Partner hast, der halt auch speziell älter ist, also der halt auf Jüngere steht und älter ist, das ist halt aber auch ein bisschen, ja, es ist übrigens ein zweischneidiges Schwert, sag ich mal. Und das müsste ich das jetzt natürlich beschreiben, so, ach nein. Und wie gesagt, ich misse das auch nicht, weil das war schon eine coole Zeit. Und wie gesagt, das war auch ein super Partner. So, der hat mir sexuell viel beigebracht, gerade auch eben als junger Mann damals mit wenig Erfahrung mit Männern oder halt generell mit wenig Erfahrung mit Sex allgemein, weil bei mir ging es ja sexuell auch sehr spät los erst. Da habe ich dann natürlich auch entsprechend viel von dem gelernt. So. Leute, wenn irgendjemand ein bisschen bewanderter ist darin, die Chronologie von Rainers Partnern und Partnerinnen aus Denken in seinen frühen Jahren, ne, zwischen, je nachdem, welche Lügengeschichte man jetzt nimmt, zwischen 14 und 20, dann sag's mir mal, welche andere gelogene Freundin in denselben Zeitrahmen fällt. Ja, das würde mich tatsächlich interessieren. Ich werde auch nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich weiß jetzt nicht, wie sehr euch das interessiert. Achso, im Übrigen, falls du Interesse hast, kannst du mir nachher noch das Ding schicken, ne? Weil du auch vorhin Interesse bekundet hast. Weil, unsere gute Wulli oder Woll oder Wollbunny Wolljoshi? oder Wollbunny? Bunny. Ich glaube, die meisten Wollbunny, sagen Bunny. Bunny. Ja. Unsere kleine Wollmaus hier, die hat sich nämlich schon, hat nämlich schon ihre Verlinkung bekommen. Alles klar. Okay, dann mache ich das dann gleich mal. Ja, wie kannst du das machen, wie du möchtest. Das ist letzten Endes halt, im Moment bringt es ja ohnehin nicht viel, weil wir eh bloß so drin sind. Ja. Aber wir wissen nicht, Bitte? Das hatte ich jetzt akustisch nicht verstanden. ich meinte, wer weiß, wer noch so dazukommt, deswegen alles gut. Ja, genau. Wieso gibt es kein Gesundheit? Ah, ich habe nur gehustet. Ich war mir gerade ehrlich gesagt nicht ab. Deswegen habe ich nicht Gesundheit gesagt. Bei meiner Mutter ist das auch immer so. Die niest und hustet irgendwie gefühlt gleich. Für mich kommt das tatsächlich aufs Gleiche raus. Ich sage auch Gesundheit, wenn die Leute husten. Weil Gesundheit kannst du immer gebrauchen. Ja, Rainer. Schau mal an deinen Beinen hinab und dann sag mir nochmal, dass man Gesundheit immer gebrauchen kann, Rainer. Seit Jahren sagen dir Wegbegleiter, Hater, Ärzte, die ganze Welt sagt dir seit Jahren, dass du deine Gesundheit ruinierst. Rainer, die haben sie in sehr jungen Jahren die Galle rausnehmen müssen, weil du sie kaputt gemacht hast mit deinem Lebensstil. Und jetzt sagst du, ja, Gesundheit ist schon wichtig, ne? Man das ja inzwischen nicht mehr sagen darf, wenn man höflich wirken möchte, ne? Ja, das habe ich auch gehört. Ach, das ist totaler Schwachsinn, wenn du mich fragst. Ich habe ja eine Zeit lang Pornos gemacht, weil es eine Haterin gegeben hat, die meinte, es witzig zu finden, mich bloßzustellen, indem sie Nacktbilder und Masturbationsbilder von mir, die sie freiwillig, also sie wollte das von mir haben. Ja, genau, Alter. Also zum einen, er hat natürlich wieder die alte Leier, die alte Schallplatte, er hat diesen PH-Account deshalb gemacht, ne? Der hat er damals nur deshalb gemacht, weil er es den Hatern zeigen wollte, ne? Um denen zu sagen, ja, wenn ihr meine Nacktbilder liegt, das macht mal gar nichts. Und dann kann man nämlich fragen, so, aber wie kommen denn die Nacktbilder überhaupt in die Öffentlichkeit? Ne? Wo kommen die eigentlich her? Und jetzt, ja, das wollten die alle. Nein, Rainer. Nein. Sollen wir mal Benetik nochmal fragen?
Sollen wir Benetik fragen, ob sie dieses Video, dieses berühmte haben wollte von dir? Ich glaube nicht. Weil ich verschicke sowas nicht, wenn mich nicht jemand danach darum bittet. Das ist gelogen, Rainer. Das ist gelogen. Aber wenn das jemand macht, habe ich damit kein Problem so. Und ich habe das ja halt weitergeleitet oder geschickt halt so, extra für sie sogar extra aufgenommen. Und sie hat es halt veröffentlicht so und fand das halt sonderlich witzig, mir da irgendwie, die dachte halt, das würde mich treffen. Und ich habe mir dann halt gedacht, nachdem das dann 2 Tage später raus war, dachte ich mir so, ja, okay, dann kann ich jetzt genauso gut hergehen und Pornos hochladen und damit Geld verdienen. Ja. Das ist die logische Konsequenz der ganzen Nummer. Das ist. Oh ja, wenn jetzt die Bilder schon geleakt worden sind, ja dann. Oh mein Gott. Wie kommst du denn auf diese. Ich frag nicht. Ja. Wenn die Leute jetzt meinen nackten Körper, meinen nackten Arsch sehen wollen, das Witzige ist, es gab damals sogar einen Bericht in der Bild-Zeitung, da muss ich immer wieder lachen. Da hieß es, Drachenlord jetzt nackt und mit Pornodreh. Wer will das denn sehen? Und dann, pass auf, und dann kam dazu außerdem die Info, ja offensichtlich jeder, denn er hat innerhalb von, und das ist kein Witz, er hat innerhalb von 3 Wochen, 3 Wochen waren das, damit der Bericht ist bestimmt noch irgendwo im Internet, innerhalb von 2 Wochen 350.000 Aufrufe auf seinem Kanal gehabt. Und dachte ich so, okay. Ich weiß nicht, ob das gelogen ist, aber ich nehme es einfach mal an. Ist auch vollkommen irrelevant, Rainer. Ne? Also. Jo. Jo. Okay, crazy. Ja, Ja. aber ich find das eigentlich ganz gut, dass du das dann einfach so, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, mir fällt es nur auf Englisch ein, dass du das einfach so embraced hast, dass das so dein Ding war und du gesagt hast, okay, ich schäme mich jetzt nicht dafür, im Gegenteil, ich lade da noch Pornos hoch und so. Mein Körper ist für mich nicht interessant. Also Ja. Oh, da haben wir was gemeinsam. Ja, dein Körper ist für mich nämlich auch überhaupt nicht interessant. wer mich nackt sehen will, ja, ich hatte es ja vorhin schon, wir hatten es ja vorhin schon, ich bin übermäßig fett. Übrigens, wovon wir es vorhin schon hatten, war auch mein Aussehen, weil ich sehr groß bin und weil ich eine Bekannte habe, mit der ich mal zusammen war, eine Zeit lang auch, die nur 1,23 ist. War für meinen Rücken sehr angenehm. Und wir hatten es vorhin auch mal von meinem Buch und von meinem Buch und von meiner Vision und von dem, worum es in meinem Glauben ging, beziehungsweise in meinem Buch ging und so aus meiner Vergangenheit. Ja, bitte nicht nochmal den Weg runtergehen. Das hat man beim ersten Mal schon gelangt. Sozusagen. Ich habe dir gerade mal mein Perso geschickt. Großer Fehler, by the way, aber nehmen an, dass es nicht der echte Perso ist. Also ich kann das Bild dann auch wieder löschen oder so, wenn du das gesehen hast. Ich habe jetzt einfach nichts zensiert. Erfordert das jetzt Aufstehen? Erfordert das Bewegung? Oh. Naja, klar, weil ich muss ja an den Rechner. Ach so, oh, sorry. Ich sag dir, es hat keine Eile. Das ist gut. Yes. So, alter Mann am Rechner. Oh, ich das Schöne. Danke. Bitte. Witzig ist, ihr seht fast gleich aus. Das ist Ah, Ja. Oh, jetzt geht Ihnen der Stift. Haben Sie schnell im Internet gegoogelt und haben Ihnen versehentlich beide denselben Perso geschickt. wow, der ist ganz neu, oder? Ja. Merke ich, wenn das so lange Beide heißen so Monika Mustermann oder so. hält. Meiner hält, glaube ich, bloß noch ein Jahr oder so. Ich habe Ich weiß, 2 Jahre. Ich glaube, ich war im Februar oder so einen neuen machen. Ist klar. Gut, dann weiß ich Bescheid. Kannst du gerne wieder löschen. Habe ich ihr auch gesagt, soll sie gleich wieder löschen. Okay, dann mache ich das mal. Habe ihn auch nicht gesichert oder so. So, Ich wie glaub, war das? Na, natürlich nicht, Rainer. Freilich hast du den nicht gesichert, Rainer. Natürlich, wir wissen ja, Rainer, der geht immer sehr verantwortungsvoll mit den Daten von anderen Leuten um. Ja, hoffe ich doch. So, und jetzt müsstest du den Ja. Bereich Ü18-Bereich auch sehen. Sehr gut, danke schön. Ja, hat mich jetzt interessiert. Das ist mein Ausweis, der interessiert mich gerade nicht. Mein Ausweis, nee, bis 28 hält meiner noch. Also noch ein paar Jährchen, habe ich noch ein bisschen Ruhe. Nicht schlecht. Andererseits, wenn ich jetzt noch 2-mal umziehe, dann muss ich mir eine dickere Geldbörse zulegen, weil dann hat alleine der Umfang von meinem Perso schon den Geldbeutelumfang. Wegen den ganzen Aufklebern, die hinten drauf sind. Ja. Ja, Rainer, ich weiß nicht, du bist halt einmal umgezogen. Du hast dich in
im Zoo bist, jetzt gemeldet, weil du dazu gezwungen wurdest. Und das war's, ne? Was soll denn auf den anderen Aufklebern draufstehen? Meldeadresse. Was steht da dann drauf? Zarenstein vom Nürnberger Hauptbahnhof oder? Obwohl, ich glaube, die ziehen die ja tatsächlich ab und machen neue drauf. Das kann sein. Ich habe keine Ahnung. Also meiner ist noch ausgestellt auf dort, wo meine Eltern wohnen, weil ich einfach meinen Hauptwohnsitz noch dort habe. Und naja, ansonsten hätte ich anmelden müssen, aber ich weiß selber jetzt nicht. Also anmelden musst du deinen Wohnort nur, wenn du also anmelden musst du, glaube ich. Ja, wenn du halt Budgetgeld beziehen willst, ne? Da, wo er bei Uwe untergekommen ist, ne, war er dann gezwungen, sich da umzumelden, weil er Budgetgeld beziehen wollte. Und davor stand da immer nur als Schauerberg 8, 91448 Emskirchen drin. Nur dein Hauptwohnort. Genauso wie in seinem Impressum im Übrigen. Lass dir von jemandem sagen, der es zu spät gemerkt hat und gemacht hat. Melde dich auf jeden Fall um, wenn es soweit ist, weil Sonst gibt's kein Budgetgeld. du kannst eine Strafe dafür bekommen, ne? Wenn du dich nicht anmeldest. Ja, das ist zwar nicht hoch, das kostet 20, 30 Euro oder so, aber das kann dir passieren, das ist mir passiert. Ja, es ist 20, 30 Euro haben oder nicht haben. Rainer. Ich weiß, beim Rainer macht das Kraut nicht mehr fett. Ne? Der es geschafft hat, in weniger wie einem halben Jahr irgendwie die 100.000 vom Hausverkauf durchzubringen und trotzdem noch Schulden zu haben. Da macht es 20 oder 30 Euro, das macht es nicht mehr fett, aber ne, ist halt auch einmal Lieferando bestellt, Rainer. Oh, Ja. Also grundsätzlich musst du halt deinen Hauptwohnsitz, glaube ich, angeben und du musst halt, du hast halt, ich glaube, musst dich, glaube ich, innerhalb von 3 Wochen oder so musst dich, glaube ich, anmelden, wenn du neu umgezogen bist. Also es hat eine gewisse Zeit, es hat eine Zeitfrist, deswegen musst du da wirklich drauf achten. ja, mache ich, danke. So, So, hier, auf dem Boden, auf dem Boden, auf dem Boden, auf dem Boden. Und das hier auf dem Boden, sehr schön. Connecte das mal hier alles. Habe ich eigentlich eine Rüstung? Habe ich nicht. Wäre von Vorteil, sollte ich mir vielleicht zulegen. Rainer, mit wem redest du gerade? So, wo geht's jetzt als nächstes hin? Hier hin? Okay. Weiter werde ich wahrscheinlich für den Anfang eh nicht kommen. So, dann Flying to the Moon. Nein! Oh, ich habe jetzt gerade gedacht, das fällt runter. Alter. Dreck des Lebens. Ach ja. Ja, auf jeden Fall, mal gucken, wo das halt noch hinführt. Den Blog, da bin ich echt mal gespannt. Ja, hohle Worthülsen rausknattern, Hauptsache die Luft scheppert. Mal schauen, wo das heute noch hinführt. ja, ich auch. Also, das war immer so ein bisschen so ein Hin und Her, gerade als der Blog kurz auf nur mit Einladung quasi gestellt hat, dachte ich, oh Gott, nicht, wenn es jetzt vorbei ist, das wäre schon echt schade so. Und dann, also ich habe den ganzen Tag, ich war so richtig nervös, ich habe den ganzen Tag so aktualisiert, komme ich wieder rein und dann irgendwann war es wieder. Ich war wirklich so glücklich. Das war gerade auf dem Geburtstag von meinem Vater und die waren alle so, was ist denn mit dir gerade auf einmal? Ich konnte ihnen das gar nicht erklären. Ich hatte bei euch beiden da schon überlegt, ob ich euch nicht einfach schreibe, schickt mir eure E-Mails, mit der ihr bei Blogger registriert seid und ich melde euch in der Leseliste an. Dann hättet ihr jetzt Zugriff gehabt. Ich habe ja nicht vor, ich will dazu sagen, ich habe ja nicht vor, den Blog kostenpflichtig zu machen. Also egal was passiert, es soll nicht kostenpflichtig werden, um Gottes Willen. Aber die Idioten, da würde ich. Was kostenpflichtig sein soll, sind ja seine Autorenwerke. Ne? Wenn er seine enorm anspruchsvolle Literatur dann veröffentlicht. Ne? Das kostet natürlich Geld. Ich hätte gerne aussperren, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Ja, ich glaube, es ist halt schwierig, die irgendwie rauszufiltern, oder? Also, woran soll man das denn jetzt festmachen? So? Ja, das ist halt schwierig, die rauszufiltern. Ja? Die könnten jetzt hier mit dir im Discord Voice Channel sein und du würdest es nicht merken. Es ist auf jeden Fall schwieriger als zum Beispiel jetzt. Es ist halt schon schwierig genug, die rauszufiltern, das ist schon richtig. Ganz so leicht ist das leider nicht. Aber gut, die ältesten außer Bewerbungen, aber das ist dann wieder so viel zu lesen. Da kann sich immer noch jemand reinschmuggeln. Ja. Ich hab teilweise bei dem vorherigen Discord habe ich teilweise 400 Bewerbungen am Tag gelesen. Das ist wirklich wild. Ja, genau, Rainer. Das 400 Bewerbungen am Tag gelesen.
Oh je, oh je. Ich habe ja Und das fast eine Woche. einmal gesehen, als du aus Versehen einfach mal die Tore geöffnet hast und da einfach 800 Leute innerhalb von wenigen Sekunden reingeschnallt sind. Oh, Ja, weil ich mir damals halt gedacht habe, ich gehe her und stelle das ganz kurz um, dass man keine Bewerbung braucht, sondern dass man einfach nur anmelden muss. Das Problem ist, der hat automatisch. Problem ist, dass du hageldumm bist und wieder verkackt hast. Das ist das Problem. Und dann sind auf einmal die Leute auf den Discord gekommen und schwupps ist der Discord wieder zugemacht worden einfach. Weil dann ist halt schwierig, wenn auf einmal 800 neue Leute drauf sind, die kriegst du dann nicht mehr rausgefiltert, wer der Hater ist und wer nicht und dann da freilich keinen Überblick mehr hast. Und dann war der Discord Nummer 335 auch wieder tot und kurz darauf kam der nächste. Alle, die in der Bewerbung waren, angenommen. Das war halt der Nachteil an dem Scheiß. oh Gott. Ja, aber so gerade mit Bewerbungen, ich meine, die können ja auch einfach irgendwas da reinschreiben. So im Endeffekt, wer das jetzt wirklich ist, weiß man ja auch nicht. Aber wie willst du sonst prüfen? Ich meine, keine Ahnung, nichts prüfen. Ja, man kann halt auch einfach kein Hurensohn sein. Dann kommen auf den Discord vielleicht keine Leute, die einen irgendwie vorführen wollen. Keine Ahnung. Oh, weiß ich nicht, weil keine Ahnung. Ja, es funktioniert halt vorne und hinten nicht, das ist das Problem. Jetzt ist es ja, das haben wir vorhin auch kurz gehabt, das Thema. Ich weiß ja noch nicht einmal, wie ich jetzt die Leute hier überhaupt reinholen soll, weil hier kommt ja das auch selber raus. Ne? Ja. Wenn wir jetzt Leute haben, wir haben jetzt so viele Leute, die Kommentare schreiben, also können wir halt auch nicht davon ausgehen, dass wir jetzt schnell neue Leute dazu bekommen oder viele Leute werden. Ja. Ich möchte den Discord halt auch nicht wieder so riesig aufpushen und da groß ankündigen, ja, es gibt übrigens wieder einen Discord, Leute, schaut euch da mal um. Ja, dann kommen die alle an, das ist klar. Genau, weil da will ja jeder gleich eine Bewerbung raushauen und alles, aber Ja. wenn halt groß rauskommt, wer halt, dass halt zum Beispiel mal eine Bewerbung machen muss, indem man halt, man halt gar keine Bewerbung machen muss, sondern halt im Prinzip nur möglichst viele, also im Prinzip ist es ja jetzt gerade so, dass man im Discord vor allem Leute, warte mal, komme ich da hoch, wenn ich das jetzt alles fresse? Boah, Rainer, hört der scheiß Zockerei auf. Du machst mich wahnsinnig. Du machst mich wahnsinnig. Beantworte halt wenigstens die Frage oder drück kurz auf Pause, beende deinen Satz, spiel dann weiter. Es ist zwar ziemlich dumm, die ganzen Energiezellen zu fressen, aber was will ich machen? Mich da ganz hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, im Prinzip ist es so, das Ganze, wenn jetzt halt rauskommen würde, dass halt der Blog, wer halt jetzt viele Kommentare schreibt und so weiter, dann würden zwar viele Leute Kommentare schreiben, aber dann ist halt wieder die Frage, wer von denen die Kommentare schreiben, will halt wirklich nur sehen, dass sie sich wirklich nur für den Blog und wer schreibt jetzt halt Kommentare, weil er jetzt halt gerade in den Discord möchte. Ja, das stimmt. Das macht die Sache halt auch gerade wieder ein bisschen schwierig. Und das ist halt eine ziemlich miese Nummer tatsächlich. Oder man macht halt so Bewerbungsphasen, dass Rainer, die Sache ist halt die, um herauszufinden, wer von den Leuten, die gerne auf dem Discord wären, wer davon Hater sind, ne? Dann nimmst du die Liste derer Leute, die sich beworben haben und das sind die Hater, Rainer. Das sind die Hater, die versuchen auf deinen Discord zu kommen, um Met zu farben. Weil kein Mensch, der bei klarem Verstand ist und dich nicht in Grund und Boden hatet, hat irgendein Interesse, auf diesen Blog zu kommen, auf diesen Discord zu kommen, wenn er diesen scheiß Blog vorher gelesen hat. Hater? Und leider Gottes nicht, aber das wäre die einzige andere Intention, die man noch haben könnte, Polizei, die sich das dann mal genauer anschauen wollen, wie du so drauf bist. keine Ahnung, so alle 3 Wochen immer nur so 5 bis 10 Leute rein können. Und dann wird halt wieder gewartet und geguckt, so, ob die in Ordnung sind. Und in 3 Wochen Ja. nichts machen, dann ist ja gut so. Dann fängt's an. Ja, du, das Problem ist, es gibt einige von denen, die sich wirklich lange Zeit nehmen. Und ich rede hier nicht irgendwie von 2, 3 Tagen oder so, oder 3 Wochen, sondern wir reden tatsächlich von Leuten, die sich da wirklich monatelang Zeit nehmen. Ja, da gibt es ja Leute, die sind jetzt praktisch, die setzen sich da stundenlang in den Discord und versuchen ihn dazu zu bringen, irgendwelche Scheiße zu schwallen, die man zu Met verarbeiten kann und nehmen das Ganze auf und veröffentlichen das dann Monate später erst. Soll es auch geben. Ich habe einen Freund gehabt, der hat mehr als 20.000 Euro von mir bekommen, über mehrere Monate hinweg. Insgesamt um die 23.000, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, beim letzten Mal waren es so 30.000, aber das, wie gesagt, das ist ja auch wurscht. Und der hat von dir, Rainer, ich will es jetzt schon mal vorwegnehmen, der hat von dir dieses Geld bekommen, als
Ausgleich für die missbräuchliche Art, wie du behandelt hast. Ja? Also, du hast bei dem gewohnt, über Monate hinweg. Punkt Nummer 1. Und dann hast du ihn auch noch benutzt wie einen Butler. Ne? Wie einen Leibeigenen eigentlich. Ne, obwohl, den Leibeigenen bezahlt man nicht. Aber, ne? Also wie ein Butler. Ah du, ich hab Bock auf Subway. Da fahrst du jetzt einmal schnell 2,5 Stunden hin und zurück und holst mal für 50 Euro Subway-Sandwiches. Hier ist ein 100er, behalt den Rest. Dass du dann relativ schneller mal 20, 30k durchbringst, so das wundert auch keinen Menschen mehr. Aber das hast du ihm auch willens gegeben, das Geld. Ja, weil du dringend irgendwo ein Versteck gebraucht hast und keinen Bock hattest, dich selber darum zu kümmern, wann es was zu fressen gibt. Und freilich kann ich irgendeinen Hiwi haben, den ich angestellt habe, damit er mir so Sachen abnimmt wie einkaufen gehen, ne? und dergleichen. Aber das halt Lebensstil, den muss ich mir halt leisten können. Und den kannst du halt nicht leisten, wenn es gerade mal wieder 2-3 Mark vom Ranger-Verkauf in der Hosentasche hast. Und der Typ hat mich an die Ete verkauft. Einfach so. Und hat mich auf die Straße gesetzt, dass ich keine Kohle mehr hatte. Nee, der Typ hat deine Konsolen, die du ihm im Übrigen auch freiwillig gegeben hast, an die Hater verkauft. Dich hat er nicht an die Hater verkauft. Alter, wenn der dich an die Hater verkauft hätte, dann wären die da aufgeschlagen, als du bei dem gewohnt hast. Wenn er dich an die Hater verkauft hätte, hätte er irgendwas organisiert, als er dich bei sich zu Hause hatte. Er hat halt im Nachhinein, hat er halt die Sachen, die du ihm gegeben hast, hat er halt an die Hater weiterverkauft. Und das ist auch sein gutes Recht, ne? Weil er, wie schon festgestellt wurde, auch von der Polizei, du ihm das alles freiwillig gegeben hast. Du hast ihm das Geld freiwillig gegeben, du hast ihm die Konsolen freiwillig gegeben. Du hast dann keinen Bock mehr gehabt. Ja, und hast dann gesagt, ja, der Rest, was in dem Lager ist, das kannst du haben, wenn du willst. Ha? Ja, das hat er sich nicht zweimal sagen lassen. Aber da hast du halt einfach wieder nicht nachgedacht. Das war wieder so Kurzschlussreaktion, du warst nett, ne? Du hast irgendwas vor dich hingebrabbelt, der hat's, ne, für bare Münze genommen und sofort gesagt, ja, easy, dann machen wir das ja so. Und fertig war's. Ist ein mündlicher Vertrag abgeschlossen worden, der ist genauso gültig wie der schriftliche, Rainer. Das ist wirklich schlimm, das tut mir echt leid. Ja, ich glaube, schon Schlimmeres in meinem Leben durchgemacht als das, aber es ist halt trotzdem hardcore asozial, wenn du dann halt denkst, so, na. Ja, mit hardcore asozial, da kennt er sie aus, der Rainer. Die Kohle siehst du nie wieder, den Menschen siehst du nie wieder und der Typ lebt im Prinzip auf deine Kosten ein super Leben mit deiner Frau, mit einem Kind. Mit deiner Frau ist jetzt die Frau vom Frankengamer auch deins gewesen, oder? Oder was? Führt noch deren Vater mit durch irgendwie, also hardcore asozial hoch 10 irgendwie. Ja, das ist schlimm. Das ist schlimm, wenn man sich um den eigenen alten Schwiegervater noch kümmert, nebenher, obwohl man Job und Kind und Verantwortung und alles hat, das ist schon richtig asozial. Ey, solche Leute, hörst du dir zu eigentlich, wenn du redest, Mann? Und auf der anderen Seite gehen sie halt her und reden dann im Internet auch noch schlecht über einen. Ne? Die haben ja im Internet dann auch noch... Alter, wie soll er denn sonst über dich reden? Ganz ehrlich, der weiß ja am meisten über dich. Du hast ja bei dem in der Bude gepennt. Allein dafür hättest du ihm die Füße schon küssen müssen. Dass eben nicht, wie du damals im Übrigen behauptet hast, draußen unter freiem Himmel hast pennen müssen, sondern und der hat ihn, für die Leute, die es nicht wissen, der Frankengamer ist sicher kein Heiliger, ne? Aber der hat das eigene Kind zu den Schwiegereltern outgesourced und Rainer monatelang im Kinderzimmer pennen lassen. Der hat dir das Zimmer seines Kindes überlassen. Klar, du hast immer Miete bezahlt dann dafür,
Aber wie viele Leute machen das? Geh mal zu irgendwelchen Leuten hin und sag, hey, du kennst mich, ja? Ich bin der fetteste, kreisligste, asoziale Obdachlose, den es wo gibt auf der Welt. Mit Hygiene habe ich es auch nicht so. Und ein undankbares Arschloch, das dich behandelt wie den allerletzten Dreck. Könntest du bitte das Kinderzimmer von deinem Sohn räumen, damit ich da ein paar Monate leben kann? Hier sind 200 Mark. Wie viele Leute kennst du, die das dann machen? Ich würde es nicht machen. Und ich hab nicht einmal Kinder. Das hat ihnen ja nicht gereicht, mich rauszuschmeißen und die Kohle abzuziehen. Nein, die sind da tatsächlich auch noch hergegangen und haben im Internet noch Scheiße über mich erzählt. Ne? Ja, wir sind hergegangen und haben die Scheiße gebaut. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also das ist wirklich schlimm. Wie kann man so asozial sein? Also mir ist dazu nichts mehr eingefallen. Bitte, was wolltest du sagen, Wally? Ich habe nur gesagt, ich bin auch ein bisschen baff, so ich weiß auch nicht. Also, das klingt halt so krass. Ich würde sagen, ich habe ja die Aussagen vom Frankengamer und sowas. Bei den allermeisten Aussagen vom Frankengamer sehe ich keinen Grund daran zu zweifeln, dass das tatsächlich wahr ist. Bei den allermeisten. Klar, der ist auch, wie gesagt, der ist kein Heiliger und vielleicht auch nicht ganz hundertprozentig sauber, aber immerhin hat der gewohnt bei dir über ein paar Monate. Freilich, ne, hast du für diese paar Monate wirklich viel bezahlt, aber du sagst ja auch nicht, dass die Hotels, die überteuerten, bei denen du untergekommen bist in der Zwischenzeit, sagst ja auch nicht, dass die dich irgendwie ausgenommen haben. Da warst ja auch du die treibende Kraft, dass du gesagt hast, nee, 150 Euro die Nacht, das passt schon, 4-Sterne-Hotel muss sein, ich bin ja der große Lord, ich kann ja nicht einfach in irgendeinem Motorszimmer pennen. Jokes on you, bitch. Ja. Ist halt die Welt, wie sie wirklich aussieht, ne? Ja. So sieht die Realität hier nun mal aus. Ja, ganz ehrlich, von der Realität hast du relativ wenig Ahnung, weil von der hast du nicht viel gesehen. Du sitzt jetzt fast 2 Jahren jetzt da im Zoo, bist in diesem Monteurszimmer und bist bei der Haustür nicht mehr rausgegangen. Du willst mir jetzt was erzählen, wie die Welt aussieht, oder was? Problem daran. Aber was muss man denn auch für ein Leben haben, dass man so, weiß ich nicht, Ewigkeiten irgendwie jemandem eine Freundschaft vorspielt, einfach um ihn dann im Endeffekt auszunutzen? Du würdest dich wundern. Ja, frag mal Rainer. Der hat den Leuten auch die Freundschaft vorgespielt, ne? Das Rudel und dergleichen, denen hat er ja auch die Freundschaft vorgespielt, weil die ja Arbeit für ihn gemacht haben. Die haben Recherche gemacht und Schnitt und so ein Scheiß, ne? Die haben ja beim Dragon Monday immer geholfen. Den hat er auch die Freundschaft vorgespielt. Das waren ja nicht wirklich Freunde von ihm. Und geheult hat er, als die Metal aufgesagt haben, hat er deswegen geheult, nicht weil er seine guten Freunde und sein soziales Umfeld verloren hat, sondern weil er sich gedacht hat, scheiße, jetzt habe ich keine Deppen mehr, die umsonst für mich arbeiten. Wie viele Menschen es gibt, die so denken oder so handeln oder so sind. Es ist mehr als eine Person, die so denkt oder so ist. Oh Mann. Oh boy! Also ich hinterfrage gerade so ein bisschen meine Freundschaften, aber ich denke, ich habe natürlich Es ist, wie ich es in dem einen Blog geschrieben habe. Auf eine Hand kommt. Es ist, wie ich es wie ein weiser Mann einst sprach. Es fehlt ja bloß nicht, dass er so dasteht wie so ein Dirigent und mit diesem Dirigentenstab vorne aufs Ding klopft. Höret, oh höret, die Weisheit des Herrn. Kannst du sie zählen, nur die Waren bleiben stehen. Was sagst du? Auf eine Hand kannst du sie zählen, nur die Waren bleiben stehen. Da hast du recht. Ich wollte nur sagen, ich habe meine Freunde halt irgendwie auch erst gefunden, nachdem ich so aus der Schule raus war. Zu Schulzeiten hatte ich quasi niemanden. Also ich kann mich auch gar nicht mehr richtig gut an meine Schulzeit erinnern. Ich habe das Gefühl, ich habe das einfach alles verdrängt. Einfach, weil es nicht wirklich aushaltbar war. Und ich habe mir aber hinterher festgeschworen, ich muss jetzt auf Leute zugehen, ich muss Freunde finden, ich muss Anschluss finden, ansonsten halte ich das nicht weiter aus. Und es hat glücklicherweise geklappt. Also keine Ahnung, was ich gemacht hätte, wenn es nicht funktioniert hätte. Ja, du. Weißt du, was wichtig ist über Freundschaften wissen? Ja. Ja, dann frag jemand anders. Nicht Rainer. Weil Rainer hat von Freundschaften nämlich überhaupt keine Ahnung. Rainer hat keine Freunde, hatte nie Freunde, wird niemals Freunde haben. Weil wenn du Narzissmus im Endstadium hast, so wie er, also wenn du wirklich einfach nur noch dich selber liebst, dann kannst du auch keine Freundschaften haben. Das geht nicht. Die Leute merken das, dass du ihnen eigentlich am Arsch vorbeigehst.
Und wie gesagt, der Frankengamer, mit dem war der Rainer auch nicht deswegen so gut befreundet, in Anführungsstrichen, ne? Weil er sich wirklich einen Rattenarsch um den geschert hat, sondern der hat halt in der Nähe gewohnt und dem konnte er ein bisschen sein Sermon erzählen und den wollte er sich warm halten, für wenn er ihn mal braucht. Und funktionieren nur dann, wenn beide sich Mühe geben. Eine Freundschaft wird einem nicht geschenkt. Eine Freundschaft erfordert Zeit, sie erfordert Arbeit, sie erfordert Vertrauen und sie erfordert von beiden Seiten oder von allen Beteiligten Hingabe. Ja, das ist richtig. Aber das hast du auch bloß irgendwo gelesen, weil auskennen tust sie damit genauso wenig. Und ich sag dir jetzt mal was. Das weitere Level einer Überfreundschaft ist eine Beziehung, die erfordert das Ganze, was du gerade aufgezählt hast, noch mehr. Und trotzdem ignorierst du das jedes Mal. Ne? Jede Mulle, die du dann kennenlernst, da kommen am nächsten Tag schon die Pimmelbilder, ne? Die sie natürlich wollte, haben wir gelacht. Und es werden in den ersten Gesprächen immer schon Witze gemacht über, ja, wir gehen dann zusammen irgendwie mal nach Madeira und dann gemeinsam YouTube-Karriere machen oder so ein Scheiß. Ne? Da erzählt er hier wieder irgendeinen vom Pferd über Sachen, an die er sich selber nicht hält. Ich hatte halt immer das Gefühl, so ein bisschen, ich gebe und gebe, aber werde so ein bisschen ausgenutzt. Weißt du, was ich meine? Also es wird nur angenommen und aber nicht zurückgegeben. Das ist aber leider tatsächlich der Zustand, der in 99% aller Fälle passiert. Ne? Also Nein, Rainer, ist es nicht. Es passiert viel zu oft. Es passiert wirklich viel zu oft und es passiert meistens den gutmütigsten Menschen, dass sie immer wieder und immer wieder und immer wieder ausgenutzt werden. Weil natürlich, wenn du dazu neigst, zum People-Pleaser zu sein, ziehst du natürlich oft Leute an, die genau so jemanden suchen, weil sie ihn ausnehmen können. Ja, aber da ist eben, das ist dieses berühmte Stromberg-Zitat, was ich glaube, der Herr Merz auch mal, ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat oder das KI war, aber auf jeden Fall ist passend. Es ist wirklich, das ist wirklich ein wahres Zitat. Wer immer Everybody's Darling sein will, ist am Ende Everybody's Depp. Und das ist tatsächlich so. Aber davon hat Rainer keine Ahnung, ne? Weil Rainer ist einfach nur deswegen Everybody's Depp, weil er halt einfach dumm ist. Ne? Rainer ist der Dorfdepp von ganz Deutschland. Ich weiß nicht, wer von euch vom Land kommt, aber man kennt es doch auf dem Land, da hast du dann immer mal Leute, wo du sagst, hey, die Eltern, die hätten vielleicht noch ein, zwei, ne, die waren Verwandtschaftsgrad technisch zu nah beieinander und dann kommt halt dann irgendwie ein Kind raus und das ist halt dann der Dorfdepp und den hat halt jedes Dorf dann irgendwo, hat da seine ein, zwei Dorfdeppen. Der Rainer ist der Dorfdepp für komplett Deutschland. Eigentlich ist er komplett für die komplette Dachregion. Rainer ist der Dorfdepp für die komplette Dachregion. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Prozentsatz von den Menschen, die dir das zurückgeben, was du ihnen gibst. Und das ist halt das Problem an Freundschaften. Da hast du recht. Habe ich meistens. Nee, hast du eben nicht, Rainer. Wenn dich jemand ausnutzt, dann ist es nicht dein Freund. Aber wie gesagt, dieses Freundschaftsprinzip, das hat Rainer auch nicht internalisiert, weil er auch immer nur alle Leute ausgenutzt hat. Für Rainer waren Menschen immer nur so lange wichtig und relevant und er hat sich nur so lange um die geschert, wie sie irgendeinen Nutzen für ihn hatten. Ne? Rudi ist gestorben, damit hat er den maximalen Nutzen für Rainer gehabt, weil Rainer danach schön, da war der Weg frei für Rainer als Schanzenlord. Mutter und Schwester, die waren dann mehr oder so im Weg. Ne? Und dann die ganzen anderen Trottel, mit denen er seine frühen Let's Plays gemacht hat, das waren für ihn auch bloß, die waren für ihn auch bloß was wert, weil er gedacht hat, über die kriegt er Aufmerksamkeit und Reichweite. Und das war ja bei den ganzen YouTubern, die er da geschaut hat und wo er sich da hinzecken wollte, dann auch so. Deswegen ist er ja so schlecht zu sprechen auf einen Iblabli und einen Unge und einen Gronk und wie sie nicht alle heißen, weil er versucht hat, denen eine Freundschaft vorzuspielen, ja, und denen in den Arsch zu kriechen und die gesagt haben, was willst du eigentlich von mir? Ja? Bestes Beispiel dafür, wie Rainer mit Leuten umgeht, war auch wieder Axel95. Axel95 wollte ein Interview mit ihm haben
Und Rainer hat einen utopischen Preis aufgerufen für dieses Interview. Und dann gesagt, hey, ich habe hier, keine Ahnung, 2000 Abonnenten und so. Ich würde halt gerne über so Sachen reden, die halt auf YouTube Deutschland passieren und so. Und da hat er ihn behandelt wie Scheiße. Und dann, als Axel irgendwie Erfolg hatte und auf einmal mehr Abos hatte und mehr Barren gemacht hat als Rainer, dann wäre er jetzt wieder angekrochen gekommen, wegen der Kooperation. Und als der ihn dann zum Teufel geschickt hat, dann war der Krieg, dann hat man versucht, es über Beef zu machen. Für Rainer sind Menschen nichts wert. Nichts. Solange sie nicht irgendwie einen direkten Nutzen, meistens materieller oder triebbefriedigender Art für ihn haben. Frauen sind ihm scheißegal, solange sie für ihn nicht Wurstfach hinhalten. Und alle anderen sind ihm scheißegal, es sei denn, er hat irgendeinen Vorteil. Die machen Arbeit für ihn oder geben ihm Geld. Ja, es ist letzten Endes alles immer eine Frage der Zeit, des Vertrauens und aber auch der gegenseitigen Hingabe, weil sonst kommst du im Leben nicht weiter. Das ist das Gleiche, wie Beziehungen funktionieren. Also jetzt nicht im Sinne von Freundschaften, sondern von Liebesbeziehungen. Das ist genau dasselbe. Da brauchst du auch Hingabe, Freundschaft, Zeit, da brauchst du so viele Dinge. Und wenn du nicht bereit bist, alles dafür zu opfern, dann ist es alles keinen Sinn. Ja, da hast du definitiv recht. Und ich meine, Weil alles dafür zu opfern, ist auch wieder so pathetischer Bullshit. Ne, klar muss man in jeder Beziehung Kompromisse eingehen, aber alles dafür zu opfern ist halt, das in sich schon keine Beziehung auf Augenhöhe mehr. Auch da sehen wir wieder, dass Rainer von zwischenmenschlichen Beziehungen und vor allem von tatsächlichen Partnerschaften überhaupt keine Ahnung hat. Gar nicht. Das Konzept ist ihm komplett fremd. Das ist wie wenn du es mal Außerirdischen erklären würdest. auch wenn man schon mehrfach so ausgenutzt wurde, zum Beispiel, irgendwie nimmt man ja sich trotzdem nochmal den Mut und baut trotzdem nochmal das Vertrauen auf, weil es kann ja vielleicht nochmal anders werden und vielleicht klappt es ja doch nochmal, weißt du? Ich mache das immer nicht gerne, aber schau dir das Beispiel mal nicht an. Mich haben in meinem Leben... Das macht er nie. Sich selber als Beispiel anbringen, das macht er überhaupt nicht gerne. Also, schon. Also, eigentlich immer. Weil, ne? Rainer ist sich immer selbst der Nächste. Ich. Google mal Drachenlord. um die 20 Frauen verarscht. 3 Frauen oder 4 Frauen in meinem Leben sind die Partnerinnen gewesen, mit denen ich zusammen war, mit denen ich aber Alter, Maul! in jeder Partnerschaft nur kurze Zeit verbracht habe. Und dann kamen viel später, es kamen aber viel früher und viel später immer wieder die gleichen Menschen auf mich zu, die mich dann verarscht haben auf lange Sicht. Und da denke ich mir auch so, ja, du kommst halt im Leben nie voran, wenn du halt immer an die gleichen Menschen gerätst. Aber das Problem ist halt, du musst Das halt, Problem ist halt, wenn man halt hageldumm ist, dann gerät man schon immer wieder an die gleichen Menschen. irgendwie Menschen auf dich zukommen lassen. Wenn du die nicht auf dich zukommen lässt, dann bist du halt letzten Endes auch in der Situation, dass du auch nicht weiter vorankommst. Ja, was heißt da vorankommen? Du bist halt alleine. Wenn du alle Leute immer nur abblockst, bist du alleine. Das ist halt auch scheiße. Das Problem, Rainer, ist, du hast dich in eine Zwickmühle begeben, in der du in der niemand mehr auf dich zukommen will, der da nicht irgendwie egoistische Motive hat. Und das ist, ganz ehrlich, das ist Karma, weil du es auch nicht anders machst bei den Leuten. Ich habe es gerade erwähnt, ne? Die Leute brauchen einen Nutzen für Rainer. Der Nutzen ist halt nicht irgendwie auf emotionaler Ebene oder dass man connected oder sowas, sondern es ist immer irgendwie materiell oder Triebbefriedigung. Ja, auf jeden Fall. Wenn man so niemanden an sich ranlässt, dann hat man halt irgendwie am Ende auch niemanden. Richtig. Jetzt bin ich so ein bisschen niedergeschmettert. Wir können ja auch nochmal über was Schönes reden, oder? Ja, das ist cool. Was gibt's denn Schönes? Was ist schön? Zuckerwatte ist schön. Zuckerwatte. Könnte ich mir welche machen. Ja? Hast du eine Maschine oder Hey. wie? Oder so Jo. packen? Steht hier vor mir. Das wäre auch cool. eine Zuckerwattenmaschine. Ja. Hä, wie cool ist das denn? Ich will auch mal so. Kein Knopf Geld in der Hosentaschen. In Zubes im Nazi-Bunker sitzen, aber wenigstens Zuckerwattemaschine, die hat er da, Rainer. Die hat er. Da kann es ja so schlimm nicht sein, dein Schicksal.
Zuckerwatte machen. Das schaut immer ganz cool aus, wenn die das so da rum. Es ist nicht einfach. Ja, ich habe schon Videos gesehen von so einem Typen, der macht richtige Skulpturen damit. Und wenn seine Kinder kommen, dann kommen immer voll die Krüppelkugeln raus. Ja, das kann ich jetzt nicht beschreiben. Naja, es ist eine Kunst für sich. So steht fest. Hä, wie cool. Einfach eine Zuckerwattenmaschine. Warum nicht? Kauft ihr eine? Amazon? Ich habe kein Geld. Ja, oder lass du dir von irgendwelchen schwindeligen Spastis im Internet schenken. Das, ne? Weil gekauft hast du dir die auch nicht selber. Ich spare mich Ist so teuer. einen Haufen. So teuer sind die gar nicht. Was sparst du im Haus kaufen? Einen Haufen für die Möbel, weil ich Achso. kaufe ja noch Warte gerade, hä? zur Wohnung und so. Nee, ein Haus kann ich mir nicht leisten. Okay. Ich habe jetzt hier unten schon gelesen, jetzt geht es um den Hausverkauf. Und das ist ein guter Cliffhanger, glaube ich. Ne? Über den Hausverkauf reden wir dann im nächsten Video. Tut mir leid, aber heute war es ein wenig zäh. Mehr wie in den vorherigen Videos. Aber das war so ein bisschen das Sommerloch in dem ganzen Video. Ich fand es am Anfang widerwärtig, aber ne, wenigstens mettreich. Und hier ist jetzt wirklich über ganze Zeit lang relativ wenig passiert. Aber ich schreibe mal den Timestamp wieder auf. Und da machen wir dann morgen weiter. Ich sage, heute ist Freitag, wo ich das jetzt hier aufnehme. Und ich werde mich morgen in der Früh werde ich mir ein paar Stunden hinsetzen und schauen, dass ich zumindest ans Ende dieses Videos komme und vielleicht sogar schon mit dem zweiten anfangen kann. Genau, in diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Tut nichts, was Rainer tut. Und Metal auf.